Moin Moin ihr Flauschigen, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich filme gerade mit einer neuen Kamera. Irgendwie sage ich das immer. Naja, auf jeden Fall hat die neue Kamera kein Display zum Drehen. Das heißt, ich muss das Ganze über den Laptop nehmen, wobei ich nicht genau weiß, ob ich immer scharf bin. Von dem her will ich mich da schon mal... Ach, du bist doch immer scharf. Nun denn, ich war letztens so flauschig im Internet unterwegs. Warum tue ich mir das überhaupt an? Im Internet gibt es ja gefühlt jede Woche einen neuen Trend. Und jeder will ja da auch immer mitmachen, dies, das. Nur gibt es manchmal Leute, die stellen sich dann doch ganz schön blöd an. Wie zum Beispiel letztens bei der Kylie Jenner Challenge, die erst einige Monate her ist. Kylie Jenner ist eigentlich nur ein Model, halt so wie jedes andere, mit halt noch zusätzlich vollen Lippen. Zumindest wenn sie geschminkt ist. Doch irgendein Teenager-Girlie dachte sich plötzlich: Oh Junge, solche Lippen will ich auch haben. Und steckte ihre Lippen für etwa 5 Minuten in eine Flasche, in einem kleinen Glas oder was auch immer. Und dann geschah das. Oh mein Gott. Durch das Saugen wird nämlich ein Unterdruck in den Lippen erzeugt, der dafür sorgt, dass sich das Blut in den Lippen sammelt und somit anschwellen lässt, was sicher nicht gerade schmerzfrei ist. Somit war das ganze Internet in kurzer Zeit voller Schlauchbootlippen. Ach, wie schön. Jeder, der hier gerade zuschaut, kennt sicher noch die Ales Ice Bucket Challenge. Ich meine, wer hat die schon nicht gemacht? Dabei muss man jedoch auch sagen, dass es einer der wenigsten Challenges ist, die noch einen gewissen Sinn dahinter besitzt. Und ja, das gibt es. Falls man nämlich nominiert wurde, musste man sich einen Eimer voll Eiswasser über den Kopf schütten und dann anschließend $10 gegen die Forschung von, jetzt muss ich kurz ablesen, Amyotrope Lateralsklerose. So, jetzt kann ich. Kurz ALS spenden. Leider ging dieser Sinn schnell verloren und man versuchte nur noch die außergewöhnlichste Challenge zu machen, wie sich doch gleich eine ganze Mülltonne voll Wasser über den Kopf zu schütten oder die Challenge doch gleich auf einem Pferd zu machen. Grandiose Ideen. Nein! Somit gab es in kurzer Zeit viele Verletzte und leider auch Tote. Kommen wir nun zu etwas richtig Dummen. Wer denkt sich auch so eine Scheiße aus? Die Kondom-Challenge. Was sich hier schon komisch anhört, ist eigentlich noch viel dümmer. Die Challenge besteht darin, sich ein Kondom in die Nase einzusaugen und es dann anschließend aus dem Mund wieder herauszufischen. Ja. Nachdem ein Mädchen nämlich ein Video online stellte, wie sie sich das Kondom elegant durch die Nase zieht, ging der Trend unglaublich durch die Decke. Die Kondom-Challenge verbreitete sich daraufhin rasant im Internet, immer mehr Videos kamen online und sogar in Zeitungen und Fernsehsendungen wurde darüber berichtet. Somit könnt ihr euch vielleicht denken, auf was das hinausführte. Ganz viele Jugendliche in der Notaufnahme mit einem festgesteckten Kondom in der Nase oder doch gleich in der Luftröhre. Und das alles nur wegen einem Video. So, das war's dann mit diesem etwas anderen Video. Zurzeit kommt ja gerade der Trend auf, mit seinen Brüsten eine Cola-Dose zu halten. Also jetzt bei Frauen. Mal schauen, was daraus wird. Außerdem bin ich jetzt neu auch auf Twitter unterwegs. Wer also mag, kann gerne mal vorbeischauen. Wenn dir solche Videos gefallen, dann zeig mir das doch bitte mit einem Daumen. Ansonsten sind hier noch 2 weitere Videos verlinkt. Wenn du also magst, kannst du auch gerne abonnieren. Musst aber nicht. Würde mich aber freuen. Immer schön flauschig bleiben und bis zum nächsten Video.